Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit der 100. Episode von Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lang geht, das Spiel. Das einzige Spiel, wo ich es, glaube ich, geschafft habe, war Stardew Valley. Und ansonsten noch Final Fantasy 9, glaube ich. Aber Heidewitzka, die 100. Episode. Das schreit doch eigentlich noch besondere Aktionen, die hier stattfinden. Zuvor müssen wir allerdings den Meyers aufspüren. Anarchistensymbol. Und kleines Rohr. Ja, zur Feier des Tages bin ich nach wie vor noch leicht verschnupft. Aber es kommt selten vor, dass ich mal... Was ist der? Ah, da liegt er schon. Okay, das war's sogar schon. Oh ja, hier sind sie. Bibel des Colonels. Okay, Myers, du sagst ja, Ruhe in Frieden, aber das lasse ich mal lieber. Okay, der hat auf jeden Fall einen Kopfverband, der Typ. Naja, so großartig zu unterscheiden von der anderen ist der jetzt auch nicht unbedingt. Aber wenn man das hin, das geht dann an Colonel Garrett, wie es aussieht. Dann gehen wir jetzt aber erst nochmal zu dem O'Brien-Quest-Gedöns. Ja, weil wenn schon, dann machen wir das auch so. Weil ich glaube einfach, die O'Brien-Quest, die führt uns in der Story weiter. Wenn der uns helfen soll, Sarah zu befreien. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieser O'Brien uns noch an Hilfe zu bieten hat und was der uns noch geben kann an Hilfe. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Ah, geh mal runter. Ja. Ah, immerhin nicht gestorben dabei. Okay, Dose hat er noch bei sich gehabt. Dann können wir ja eigentlich direkt zu unserem Bike. Oh. Die sind schon sabotiert, oder? Ne, sind sie nicht. Also wir könnten uns da wieder Schrott holen. Machen wir doch glatt. Ja, ich sehe, ich habe starke Schrottdefizit. Und ja, wieder Schrott. Okay, gut. Und jetzt bringe ich das zum Colonel. Ja, du bringst das schon noch zum Colonel, aber nicht allzu bald. Da steht meins. Das sieht mittlerweile richtig geil aus, das Bike, wirklich. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn es voll aufgemotzt ist. So, okay. Das kleine Vorcamp. Und dann fahren wir noch dort zur Position. Ah ja, da war dieses zerstörte Gebäude. Und dann müsste jetzt hier eigentlich nicht nur Freaker erscheinen. Und nicht gerade wenn ich Freaker, wie sie das auch hört. Aber zur Morgendämmerung erscheint O'Brien. Auf der Filmsequenz muss ich nur aufpassen wegen der Freaker. Also, was willst du von mir, O'Brien? Ich bin froh, dass sie lebt, deine Frau. Okay, was genau willst du? Wie gesagt, die Infizierten, die Freaks, mutieren. Manche schneller als andere. Aha. Wir haben einen Sender angelegt, um ihn zu verfolgen und ab und zu einzufangen und Blutproben zu nehmen und den Fortschritt des Virus zu prüfen. Okay, was habe ich damit zu tun? Er ist jetzt im Milizterritorium. Ah, Wir kommen nicht an verstehe. ihn ran. Ja, Fliegen ist unmöglich, bewaffnete Außenposten. Ganz genau. Was ist das? Nachdem du ihn gefunden hast, musst du etwas für mich erledigen. Hier ist alles drin, was du für eine Biopsie brauchst. Wir brauchen Blut- und Gewebeproben. Schaffst du das? Ja, das krieg Oh ich schon. je. Übrigens, hübsche Uniform, Corporal. Steht dir gut? Leck mich. Wäre schön, wenn das irgendwie sich eingrooven geht, dass die beiden sich besser verstehen. Richtung von Mount Scott. Da ist eine Höhle, eine Eishöhle, südlich des Bergs. Die Eiswind-Lava-Höhle. Das Subjekt, das du verfolgst, hat einen extrem erhöhten Metabolismus. Es ist wohl dorthin unterwegs. Okay. Wenn du Wenn du am Blabla. Ah ja, okay, jetzt sind wir auch die andere Mission nicht erlaubt. Dann fahre ich halt doch hier. müsstest du etwas überprüfen. Da ist ein Team von uns. Zu Fuß. Sollten das Subjekt suchen. Kam nicht zurück. Sag Bescheid, wenn du sie findest.
musst. Es gibt Leute hier, die sie sehr vermissen. Okay. Noch schierer die Brick was kannst du mir runtergeknallt. sonst noch über diesen Freak sagen, den ihr verfolgt? Wir wissen noch nicht alles. Wir wissen nur, dass die Infizierten mutieren. Die Viecher haben Millionen Jahre an Evolution übersprungen. Sie scheinen Schwarmintelligenz zu entwickeln und über Pheromone zu kommunizieren wie Ameisen, Bienen und andere. Okay. Weißt du, für mich hört sich das Ganze echt nach einem Haufen Schwachsinn an. Glaub, was du willst. Wenn du unser Testobjekt siehst, wirst du verstehen. O'Brien, Ende. Ich bin immer gespannt. Also mein Bike hat anscheinend keinen Schade kriegt, ich schon. Ja, das war mal wieder ein klassischer Yankee. Passend zur 100. Jubiläumsepisode. Ich bin mal gespannt, wie lange Days Gone noch geht. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange Spiel wird. Und ich habe schon extra 25 Minuten pro Episode angesetzt. Also nicht schlecht, Herr Specht. Hätte echt nicht geglaubt, dass das so ein langer Let's Play wird. So, das muss dann hier irgendwo sein, ne? Okay. Ja. Das ist Freaker-Territorium. O'Brien, ich bin in der Höhle und gehe rein. Ist bei euch alles bereit? Ja, wir sind auf Standby. Oh, Scheiße. Was ist? Oh, Freaker-Scheiße. Überall Freaker-Scheiße. Hey O'Brien, was ist deinen Männern eigentlich passiert? Laufe ich hier einer Horde in die Arme? Keine Ahnung. Der Kontakt zu ihnen brach ab. Denk dran, wenn du sie findest, werden dir viele Leute dankbar sein. Dankbar. Ja, das ändert echt alles. Ja, verstanden. Gut. Ich kümmere mich drum. Ende. Ja, ich befürchte auch schon fast, dass es sich hier um eine Horde O'Brien, handelt. Wie viele von euch sind hier? Wie viele habt ihr verloren? 4. 4 Männer. Ein Forscher und 3 Soldaten. Scheiße, O'Brien. Was mache ich eigentlich hier? Ja, Der Forscher, Coop, ist ein Freund von mir. Mach das und ich tue alles, um deine Frau zu finden. O'Brien, Ende. okay. Ja, er ist mir dann mal O'Brien, schuldig. Wenn ich hier schon deinen Freak jage, erzähl mir mal ein bisschen mehr. Zum Beispiel von dem Virus. Etwas, das ich noch nicht weiß. Wer dem Virus ausgesetzt ist, steckt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an. In den ersten paar Wochen starb der Großteil der unter 12-Jährigen. Die Immunreaktion scheint davon abzuhängen, ob man bereits in der Pubertät war. Und außerdem starb der Großteil der über 60-Jährigen. Ihre Körper konnten der beschleunigten Zellumwandlung der Mutation nicht standhalten. Alle anderen haben sich während der Genmutation verwandelt. Krass. Allerdings mutiert der Virus gewissermaßen exponentiell. Ja, das sagst du ständig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Infizierte, zum Beispiel dieser Freaker, anders sind als frühere Formen. Wir haben schon über 12 Mutationen entdeckt. 12. Also kein Schwärmer oder Und Bleacher. das ist nur der Anfang. Was wir gesehen haben, glaubt uns kein Mensch. Ich wittere neue Bossgegner. Wahrscheinlich schon. St. John, Ende. Erkunde die Eiswind-Lava-Höhle, was es heißt zu überleben. Forscherfeldnotiz 2105. Ja, ich befürchte, das wird ein neuer Spezialfreaker. Irgend so ein Höhle-Freaker wahrscheinlich. Wahrscheinlich kennen... Ja, irgendwas in der Art wie... Fuck. Oh, Scheiße. Das ist einer von O'Briens Leuten. Hey, du, da oben, hörst du mich? O'Brien, ich sehe einen von euch. Ich nicht. Und er lebt? Keine Ahnung. Er antwortet nicht und er ist direkt über mir. Mal sehen, ob ich hinkomme. Ich wittere... Versuch an seinen Ausweis zu kommen. Ich wittere sowas wie ein Ja, Brecher, ich wie kümmere ein mich drum. St. John, Kreischer und so weiter. wie zum Teufel soll ich da hochkommen? Typen in gelben Raumanzügen. Kann ja nicht so schwer sein, die Kerle zu finden. Nicht betrete hieß es doch noch. Also do not enter. Nero-Ausrüstung. Der muss hier entlang sein. Okay. Tja, also die X Vielleicht hier lang. die X auf der Karte vermute ich jetzt einfach mal stark sind wahrscheinlich die Leiche von der Nero-Leute. Das heißt, die würden wir wahrscheinlich hier noch am ehesten finden, ne?
Hä? Ah, dann sind die wahrscheinlich entweder Stockwerk über oder unter mir. Ach, ich hasse sowas. Na, großartig. Wie ich sowas lieb. Absolut gruseliger Scheiß in einer düstere Höhle. Super Sach. Okay, da begebe ich mich in das eigentliche Gebiet, wo ich reisen soll. Ja, do not enter. Wieder betrete Verbote. Wie komme ich jetzt an den Kerl ran? So. Nee, da kommt er nicht hoch. Mir gefällt nur nicht, dass die ganze Zeit der Titel von der Horde schon gespielt wird, zumindest die Anfangsphase, dieses Dedel, Dedel, Dedel. Wie komme ich jetzt an den ran? Das ist etwas, was mir hier überhaupt nicht gefällt. Ich befürchte nämlich, ich muss irgendein kleines Ereignis triggern. Und sobald es passiert ist, kommt die Horde. Da unten vielleicht. Ja. Ah, da ist einer. Okay. Was zur Hölle ist dir Oh. passiert? Hast du es nicht mal kommen sehen? Ein Werwolf-Freaker. Scheiße. O'Brien. 3 Schrottlappe und Hab hier noch einen Blendgranate. gefunden. Laut Ausweis hieß der Kerl Robinson. Okay, danke. Ich teil's der Familie mit. Ihr Jungs habt also Familien. Ihr habt sie rausgeschafft, als alles den Bach runterging? Sieht wohl so aus. Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich Glück hatte. Mehr als andere. Einige Familien haben es geschafft. Nicht viele, aber ein paar. Was ist das hier? Hast du angezeigt? Ersten Bad, Hinterhaltcamp, das habe ich allerdings schon. Das ist wirklich toll, O'Brien. Freut mich für dich. Wir haben das nicht gewollt. Natürlich Ja. hätten sie das gewollt. Die anderen auch nicht. Natürlich hätten sie Glück gewollt. Das ist ja logisch, wer will das nicht? Wer will dann keine Sicherheit für seine Familie? Ah Mann, jetzt habe ich mal wieder die Orientierung total verloren. Wir gehen mal so hier zu den Fackeln. Da komme ich allerdings zu keinem Leichnam. Da drüber ist noch was. Ja, das sieht nicht gut aus. Benzin. Scheiße. Was ist hier passiert? Schachtel mit Nägeln und Schrott. Ohne Filmsequenz. Ich habe den letzten gefunden. Auf der ID steht Cooper. Verstanden. Oh, Scheiße. Warte, er lebt noch. Warte. Hey, Cooper, Cooper. Hey, hier. Wir werden dich hier rausholen, okay, Kumpel? Cooper! Cooper, komm! Sorry, das geht schief. Das Ding ist tot. Na los. Nein! Oh, Scheiße. Was ist los, Deacon? Cooper! Seine Beine sind gebrochen. Warte, bleib bei ihm. Ich schicke ein weiteres Team. Nein! Mein Anzug ist hin. Ich werde sie schaffen. Ich will mit Jen reden. Hol Jen her, schnell! Cooper, was zur Hölle hat dir das angetan? Was ist passiert? Es war so schnell. Ich hab's nicht kommen sehen. Soll das heißen, dass ein Freak dir das angetan hat? Sprinter. Sprinter. Cooper! Cooper, bist du da? Jen, Ich bin hier! Ich höre ich dich! kann's nicht glauben. Ich dachte, ich höre deine Stimme. Nie wieder. Wir werden dich da rausholen! Hast du verstanden? Coop! So schön, deine Stimme. Jen, na komm! Bring sie hier raus! Er ist tot. Verstanden. O'Brien, Ende. Scheiße.
Ja, das habe ich auch rausgehört. Sprinter. Oh oh. Oh, scheiße, Sprinter. Habe ich es hier zu tun, O'Brien? Wow! Die Jungs im Labor nennen das Vieh Sprinter. Wäh! Weil er so schnell ist oder was? Verteufelt schnell. Wir haben 65 km/h gemessen. Scheiße. Igitt! Und er Du ist Werwolf-Freaker! Vielleicht bist du lieber... Nein. Da brauchen wir keinen Schalldämpfer. Gar nichts ab. Das ist nicht dein Kampf. Jetzt Schon schon. mal Heiler. St. John Ende. Noch Lader. Ja, das ist passend zur 100. Episode, finde ich, dass wir jetzt nochmal so einen Spezialfreak kriegen. Wow! Ade, mein Freund. Ja, die halten ordentlich was aus, wieder die Biester. Da ist ja der Kotzarino. Traktorbomber. Wir könnten es mal ausprobieren. Wow! Was? Wow! Scheiße! Oh, komm schon, du Dreckskerl. Oh Gott, der ist zu schnell. Boah! Die verlangsamen. Oh, wie halte ich den auf? Mit Das liegt ja Sprengstoff? nicht Ja, das sollte gehen. nicht mal daran, dass der so schnell ist. Es liegt auch nur daran, dass der auch noch dazu ziemlich flink und agil ist. Da ist er schon. Falle. Ich brauche eine Falle. Falle bringt mir auch nichts, weil wenn ich diese Falle platziere, sehe ich ja nicht, aus welchem Eck der kommt. Das kann ich mir auch schenken. Das Beste ist, in Bewegung zu bleiben. Und ihm dann mit dem Gewehr einer zu verpassen, finde ich. Hopp. Ja? Mit einer Falle könnte ich ihn vielleicht... Nein, am Arsch mit der Falle. Boah, Alter, der sieht aus wie ein Werwolf, beziehungsweise Yeti schon fast, ne? Mit einer weißen Haar überall. Munition. Vielleicht hatten die Nero-Soldaten Munition. Hoppala. Was ich wieder verzischt. Aber der macht's nicht mehr lang. Dazu kommt halt auch noch, dass es hier duster ist wie Wagenladung Arschlöcher. Ja, hämmern. Sprinterohr. Einen Sender haben. Nimm ihn. Damit holen wir dich da raus. Was? Alter Falter. Wie denn, O'Brien? Wir haben Infrarot. Wir verfolgen die Horde. Nimm ihn. Alter Latz. Ach, scheiße. Jetzt auch noch eine Sektion mehr oder weniger, ne? Blut- und Gewebezelle brauchen Ich sie. hoffe, das war's wert, O'Brien. O'Brien, ich hab deine Proben. St. John, verschwinde da. Horde? Du musst da raus, jetzt. Da kommt eine Horde. Ja. Du willst mich nur verarschen. Also eins kann ich sagen, das ist ziemlich actionlastig, die Episode heute. Okay. Bringen wir das hier zu Ende. Du brauchst das wohl nicht mehr. Nee, das braucht er bestimmt nicht mehr. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade stecke überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier raus kann. Ich renne einfach mal in den nächstbesten Gang. Hinter mir ist die Horde. Und ich habe gewusst, dass ich irgendwas noch triggern muss. Da kommt diese Horde angegammelt. Ja, ich glaube, das ist der Weg raus. Kann das sein? Die ist ziemlich dicht hinter mir, glaube ich. Missionsgebiet wird verlassen. Das ist aber nicht gut. Naja, wir können sie zumindest hier. Können wir nicht. Okay. Ja, das ist halt das, ne?
Hallo ihr lustige Jungs. Ach ja, wir rennen gerade fett in die Horde-Reihe. Läuft. Alles cool. Verzichte ich mich jetzt wieder hier? Ich nehme ein Medikit. Weil offensichtlich bin ich hier falsch. Und so bei der Horde bin ich richtig, aber die haben mich jetzt schon umkreist. Ja, da komme ich nämlich durch. Setzen wir einfach mal alles um. Ja, ne? Hier sind wir ja safe. Wir können auch einfach mal wild in der Gegend mal rumballern. Einfach so was Geschmäckle und was Ambiente. Dann machen wir noch einen Verband. Wir halten uns einfach mal hier in der Gegend weiter auf. Alles, was sich nähert, wird abgeknallt. Okay, das war knapp. Ja. Hämmert denn schon? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Ah, du zeigst mal was, Das war immer hier schon mal ein Teil von der Horde, ne? Jo. Dann muss ich jetzt, keine Ahnung, wo hier. Oh, wir nehmen ein bisschen Munition mit. Ach ja, 85 Maschinenpistole Muni braucht man immer. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, unterirdisch habe ich halt noch einen beschissenere Orientierungssinn als oberirdisch. Zumal ich halt einfach einen Scheißdreck was sehe. Und die Karte ist mir dort dabei auch gerade hilfreich. Ah, jede Menge Scheißdreck. Jede Menge Scheißdreck nehme ich doch immer gern. Was ist dann das? Hoppla! Ja, ne? Warte mal. Können die sich da nicht durchpressen? Ach ja, da sind sie wieder, die Kumpels. Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Nö, es sieht nicht gut aus. Aber das sieht vielleicht gut aus. Nee, das sieht auch nicht gut aus. Habe ich halt in die Hose geschissen, ne? So wäre ich jetzt wohl ohne verrecken müssen. Ich glaube, es ist für mich tatsächlich leichter, sich um die Horde zu kümmern. Als jetzt hier sonst was zu machen. Oh ja. Oh, alles klar. Hoppala. Die Jungs. Lass mich da durch. Komm schon. Ah, komm schon. Hat mich das jetzt weggeschickt? Das kann's doch nicht sein. Alle leckt mich doch am Berzel. Und dreh mich doch gerade im Kreis. Ist das ein Scheiß? Wie soll ich da rauskommen? Das Bett halt nichts angezeigt. Von wegen, do in die Richtung 4 Meter, do nochmal 80 Meter. O'Brien. Hä? Du hast es geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Und zwar nicht dank dir. Okay, keine Ahnung wieso. O'Brien, Ende. Ich habe nicht mal Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und in der Höhle selber habe ich auch nicht alle
von der Forscher gefunden. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil ich die Horde platt gemacht habe, komme ich da raus. Das war vielleicht auch die Aufgabe, die Horde zu killen und nicht entkommen der Horde. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Die ist wieder draußen und die Forscher wurden auch nicht alle gefunden. 4 Männer sind dafür gestorben. Ich hoffe, das war's wert. Puh, hör sich das einer an. Das waren meine Männer. Ich brauche keinen, der mir Fliegst sagt, hier was ich... rum in deinem Heli, schön außer Gefahr, und dann geht's zurück. Wohin? In deinen sicheren Bunker? Egal, was passiert. Du hast keine Ahnung, wie es draußen ist, was es heißt zu überleben. Oh, diese Männer, Cooper. Die anderen, sie wussten nicht, was sie erwartet, aber du schon. Nicht wahr? Hä? Nicht wahr? Funk mich an, wenn ich dich und deine Lady mit dem Heli abholen soll. Vielleicht schaffst du es diesmal, sie zu begleiten. Ja, da hat O'Brien meiner Meinung nach jetzt auch sein volles Recht, hier mal die Sau rauszulassen und die Meinung zu geiger. Ja, die Nero-Leute leben wahrscheinlich wesentlich komfortabler als die Drifter draußen, erheblich sogar. Aber Deke hat meiner Meinung nach auch nicht das Recht, ihn deswegen die ganze Zeit zu verteufeln. O'Brien macht wirklich, was er kann. Das ist eigentlich wirklich noch ein guter. Naja, was es heißt zu überleben, 75%. Ich gebe niemals auf, 79% und 92% ich suche nach Nero. Schatten des Todes, Story-Mission. Fahre zur Position. Ja, Kopfgeldjäger, ein guter Soldat, Schatten des Todes. Hilf Sarah von Wizard Island zu entkommen. Alles klar, da würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, die 100. Episode von Let's Play Days Gone auf Pelzig beenden wir damit, dass ich jetzt noch mit Schnellreisen nach Wizard Island fahre und zumindest uns nochmal in Sicherheit begebe. Also ich mag jetzt nicht irgendwo draußen in der Pampa rumstehen, vor allem nicht noch so eine turbulente Episode in der Mine dort, mit dem Sprinter, den wir jetzt neu kennengelernt haben, als Werwolf-Infizierter, mit einer kleinen Horde zugegebenermaßen. Das waren wahrscheinlich nur 40 Freaker, wenn es hochkommt. 30, 40 Freaker werden es wohl gewesen sein. Und das war aber schon gut actionreich, würde ich sagen. Und nach so einer turbulente Episode möchte ich mich einfach nur in Sicherheit wissen. Und wird Sache, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu der 101. Episode von Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann die Mission noch bei Colonel Garrett abliefern werden und dann wohl mit Sarah von der Milizgebiet fliehen werden. Das könnte noch spannend werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ian Yankee. Und vielen Dank für die Treue, dass ihr 100 Episode hier mit mir geguckt habt.